und willkommen zum ersten Video meines 1000 Abonnenten Specials. Ihr habt richtig gehört, das erste Video, denn es sind 2 geplant und ich frage mich gerade, wieso flimmert meine Maus? Egal, vielleicht liegt es am Camtasia, denn wie ihr sehen könnt, ist das eine Full HD Aufnahme. Ja, ich muss jetzt sogar scrollen, ich hoffe das funktioniert. Ja, tatsächlich, Camtasia stürzt nicht ab. Ja, ist ja wunderbar. Ja, ich hätte natürlich gerne Fraps genommen, geht aber hier nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber man muss halt Camtasia hinhalten. Früher habe ich das Programm eher zum Rendern benutzt und jetzt, naja, mal schauen, wie sich das so hält. Aber egal, genug von Camtasia, dazu gibt es vielleicht mehr im zweiten Teil dieses Specials. Oh yeah. Im ersten Teil möchte ich euch zum einen recht herzlich bedanken und zwar für 1000 Abonnenten! Juhu! Applaus! Totenstille. Ja, soviel dazu. Ich hätte mir vielleicht ein paar Freunde einladen sollen. Egal, vielleicht das nächste Mal. Ja, also wirklich, ich meine, 1000 Abonnenten, hey, das ist einfach nur unglaublich. Hey. Ich hätte nie damit gerechnet, ganz ehrlich. Ich meine, wann hat meine Karriere begonnen? Steht das vielleicht irgendwo hier? War ich so schlau? Nö, ich war natürlich nicht so schlau. Ah doch. Nee, doch nicht. Ach ja, stimmt, das war ja ich Trottel. Stimmt ja, das war ja im alten Design noch, wo das noch drauf stand, aber egal. Ich habe mein erstes Video, könnt ihr auch gleich noch so nachsehen und da komme ich auch gleich noch zum ganzen Hintergrund und so, keine Sorge. Denn darum geht es ja eigentlich in diesem Special. Im zweiten Teil dann vor allem um die Aufnahmetechnik, was ja auch schon von vielen von euch angefragt wurde. So, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Natürlich das erste Video, das kam, wann kam das? Ich schaue noch kurz rein, aber gleich auf Stopp drücken, weil ich höre meine Stimme vor allem den ersten Parts ziemlich ungern. Ja. Hier sieht man es ganz gut. Am 4. Juli 2011 hat meine Karriere als Let's Player begonnen. Okay, ich sage jetzt Karriere, aber ja, für eine Karriere ist das, was ich abliefere, eher bescheiden. Sagen wir mal, für das, was ich leiste, das kann man nicht wirklich als Karriere bezeichnen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Vielleicht sieht das anders. Ja, soviel dazu. Und blub, und wieder raus, gut. Hätten wir das soweit, dann, ja, wo war ich stehen geblieben? Richtig, beim Kanalhintergrund, ja, natürlich, nein, zuerst noch bei den 1000 Abonnenten. Als ich damals am 4. Juli begonnen habe, hätte ich nie gedacht, dass ich mal so viele Abonnenten haben würde. Ich dachte, ja, 10 schaffst du vielleicht. Ich meine, heutzutage ist es sowieso schwierig, erst einmal entdeckt zu werden. Es gibt so viele Let's Player, das glaubt mir keine Sau. Ja doch, ihr könnt mal Let's Plays eingeben, dann seht ihr, wie viel da kommt. Das ist nicht mehr so, ja. Das sind einfach eigentlich viel zu viele. Obwohl, eigentlich ist es ja cool. Wenn so viele Let's Playen und einfach Spaß dran haben, also natürlich auch die Zuschauer daran Spaß haben, dann ist das doch einfach Bombe. Ja, dann hatte ich mal die ersten 10 Let's Plays. Ja gut, die hatte ich auch irgendwann mal, aber vor allem die ersten 10 Abonnenten. Ich glaube, das war nach 3-4 Wochen oder so. Ja, und dann dachte ich mir, ja gut, wir könnten doch eigentlich mal ja, schauen, vielleicht schaffe ich mal die 100-Grenze, ja, schaffe ich die? Und tatsächlich, auch die habe ich irgendwann geknackt. Das war, glaube ich, Mitte, Ende November, ich weiß noch, das war damals zu Skyward Sword Zeiten, da sind die Abonnentenanzahl, ist die hochgeschossen, hey, unglaublich. Und ja, hier seht ihr die einen Specials, 100 Abonnenten und 100 Videos sogar, wow, ich war ja richtig kreativ bei der Titelgebung, ja. Dann das zweite Special gleich hinterher mit 300 Abonnenten und ein Spiel, könnt ihr mal reinschauen, falls ihr es noch nicht kennt, zum Teil 1 Special, da gab es, glaube ich, nur, Moment, oh, verdammt, ihr hört sie gar nicht. Oder aber, nee, habe es natürlich nicht so eingestellt, egal. Es geht eigentlich nur darum, um einen Trailer. Ich habe trotzdem das nicht eingestellt. Ja, mein Trailer aus verschiedenen Dragon Ball Spielen, das könnt ihr euch dann reinziehen. Ja, ich verlerne schon wieder das Sprechen, ist nicht zu fassen. Ja, einen Trailer zu den ersten 10. Die ersten 10 stimmt nicht ganz, zu meiner persönlichen Top 10 Liste der besten Dragon Ball Spiele, Intros, wie ich finde. Ja, da dachte ich mir, es wird euch vielleicht gefallen. Ja, jetzt war eher billig und so, aber egal. Ich fand es eigentlich noch cool. Und dann 300 Abonnenten und ein Spiel, das war ja das Mastermind-Spiel, das auch selber in C#, so nennt sich die Programmiersprache, programmiert habe. Und naja, das Ganze hat ich zwar schon 1-2 Monate vorher abgeschlossen. Also meine Grundversion sogar viel früher noch. Da können wir kurz reinschnöppern, auch hier werdet ihr nichts hören. Ich schon, aber ihr vermutlich nichts, außer ihr hört es aus meinen Boxen. Ach du Scheiße, ich kann mich echt nicht hören, Leute. Ganz ehrlich. Gut. Mittlerweile geht's. Vor allem am Anfang war es übel.
Ich kann mich noch erinnern, den ersten Parts noch Ocarina of Time Master Quest. Hey, ich musste mich wirklich zwingen, meine Parts richtig zu bearbeiten. Das war übel, mich selbst zu hören. Unglaublich. Ja gut, hier das Mastermind-Spiel, für diejenigen, die den Mastermind nicht kennen, es geht darum, aus einer logischen Anzahl, wieso erkläre ich das schon wieder, ich habe es hier im Video erklärt, sagen wir mal so, es ist ein Logikspiel. Falls ihr Interesse daran habt, einfach mal das Video anklicken. Ich will jetzt nicht zu viel Zeit damit verschwenden, die Aufnahme ist sicher schon wieder 5 Minuten alt. Und die Kernsache ist immer noch nicht gekommen. Gut, dann kamen auch schon 500 Abonnenten. Ich habe mir schon gefragt, wie weit wird es noch gehen. Das war ja zum Neujahr-Special, genau, da habe ich euch auch den Timer präsentiert, den ich auch zum Let's Playen benutze. Ja, stellt man sich das vor. Da kann man ja selber einstellen, wie viele Minuten, auch Sekunden und Stunden man haben will. Man kann auch pausieren und wieder weiterklicken. Unglaublich. Dann das 200 Video Special, bald ja wieder mal ein 300 Video. Ups, nee, das habe ich schon hinter mir. Ich habe schon lange 300 Videos. Upsala, mein Fehler. Egal, hier der Dragon Ball Z Film Kai-Style, der Plansvernichtung der Saiyajins. Die dürften die wenigsten Dragon Ball Fans unter euch kennen, da dieser Film nur als Special im Spiel Raging Blast 2 enthalten war. Ja, soviel dazu. Und das hier ist nun halt das 1000 Abonnenten Special Teil 1. Und damit komme ich auch zum Kern der Sache. Schnauze halten, das war knapp. Ja, bevor ich es vergesse, falls euch interessiert, der neueste The Last Story Part, Part 24 mit Zanguraks Bestie Maubas ist online. Ja, Zangurak, dieser dämliche Idiot von einem König. Oh verdammt, ich habe die Beschreibung hier vergessen. Hier auch und hier auch. Ja. Zurück zu Zangurak, der Typ hatte keine Lust gegen uns zu fighten, Dagan ist ihm zwar gefolgt und dann hat er uns eine Bestie auf den Hals gesetzt. Und wie der Kampf gegen die Bestie und auch wie es Dagan dabei erging im Kampf gegen Zangurak, das seht ihr, wenn ihr den Part anschaut. Dann auch Naruto Shippuden, da ging ja gestern online, hier der vorletzte Last Story, wieso ist das Thumbnail weg? Hä? Verarsch mich doch nicht. Hey, YouTube spinnt, glaube ich. Ja, seht ihr, hier unten bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, da habe ich es mal geändert, das Thumbnail, deshalb braucht es auch so lange zu bearbeiten. Das habe ich heute auch noch kurz geändert, deshalb ist es noch nicht online. Hey, meine dämliche Maus! Alter, hör mal auf zu flimmern, ich kriege noch einen epileptischen Anfall. Oh, hier, wieso ist das... egal, wieso frage ich überhaupt noch? Ja, da würde mich vielleicht interessieren, ob es euch ähnlich geht mit den Thumbnails. Werden die wirklich nicht mehr so schnell aktualisiert oder was ist los? Schnauze. Gut, ich war schnell genug. Ja, somit hätten wir das. Das werde ich noch aktualisieren in den nächsten paar Stunden und so. Und damit noch einmal vielen Dank für 1000 Abonnenten und ich hoffe, es geht so weiter. Natürlich auch mit den Zuschauerwerten und den Kommentaren, Feedbacks allgemein, weil das finde ich ist wichtiger als die Abonnentenanzahl allgemein. Natürlich, jeder Abonnent an und für sich ist schon wertvoll, es ist selbstverständlich, ich kann echt nicht mehr sprechen. Ja, ich glaube, das muss ich gar nicht mehr erwähnen, aber trotzdem tue ich es natürlich gerne, weil jeder von euch ist wichtig. Wichtig für mich, wichtig für mein Selbstwertgefühl natürlich auch. Weil ja, ich meine, Parts hochladen, so wenn kein Feedback dabei rauskommt oder nur negative Bewertungen und so, das würde schlauchen, glaubt mir. Nun gut, worum geht es in diesem Special sonst noch? Es ist nicht nur ein Bedankungsvideo, sondern auch ein Blick in die Zukunft. Wie ich schon gesagt habe, am 4. Juli 2011 war mein Debüt. Das bedeutet natürlich auch, dass in diesem Jahr am 4. Juli 2012 mein Einjahresjubiläum ansteht. Und dann wird es auch wieder ein kleines Special geben, wo wir kurz zurückschauen, auch zum ersten Part zurück, und dann werde ich euch auch die Pilotfolge zeigen. Oh ja, es gibt eine verlorene Folge von Ocarina of Time Master Quest, die ich zwar mal gedreht habe und auch bearbeitet habe, aber die ich dann doch nochmal neu gedreht habe, weil sie einfach scheiße war. Ja. Vor allem deshalb scheiße, wenn ich sie mit meinen aktuellen Videos vergleiche, weil ich finde, da gab es schon einen kleinen Quantensprung. Vor allem was meine Sprechqualität betrifft, eigentlich nicht. Die ist genauso armselig wie E&E, aber die sonstige Qualität, und ich schätze auch, der allgemeine Unterhaltungswert ist doch ein bisschen gestiegen. Gut, ja. Jetzt zurück zum Hintergrundbild. Ups, die Markierung funktioniert nicht so, wie ich es gerne wollte. Egal. Wie ihr hier sehen könnt, ja, ich musste auch, wie viele andere auch, oder wie die meisten eigentlich, mein Hintergrundbild anpassen wegen der Umstellung zum neuen Kanaldesign. Na gut, das neue Kanaldesign gefällt mir mittlerweile relativ gut. Ich betone es absichtlich relativ.
Das alte gefiel mir besser, vor allem weil man auch hier drin auch Anpassungen in der Grafik machen konnte. Geht jetzt ja nicht mehr mit dem Hintergrundbild, aber man muss es so nehmen, wie es kommt und das Beste daraus machen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ihr für eine Auflösung habt, wegen der Qualität und so, weil je nachdem, ob ihr eine Full HD Auflösung habt, sprich 9000, jetzt muss ich aufpassen, 1920 x 1080, also wie gesagt Full HD, was ihr auch hier einstellen, nein, hier jetzt nicht, einfach nur bei den PS3 Spielen habe ich Full HD eingestellt. Aber ja, hallo, gehst mal raus, dankeschön. Aber ja, falls ihr so eine Full HD Auflösung habt oder sogar noch besser, dann seht ihr hier den ganzen Hintergrund. Und zwar hier links habe ich einen Titel zugemacht, Spiel und Spaß für Jung und Alt, was dann eigentlich auch die Kernbotschaft sein sollte, also sollte wirklich für Jung und Alt sein. Die Botschaft noch, Michaels Let's Play Kanal, das habe ich deshalb geändert, weil ich hatte vorhin noch irgendwie mit Let's Chill und Let's Chill mit einem Schweizer. Ja, es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund dafür, ob er gut ist oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Und zwar geht es darum, dass ich mittlerweile einen zweiten Kanal habe. Diesen Kanal jedoch, und der geht übrigens auch mit Michael, diesen Kanal werdet ihr noch nicht finden. Also ich hoffe zumindest, weil er sollte noch verdeckt bleiben. Ich will den erst, ich denke mal frühestens zu meinem Jahresjubiläum, spätestens am 30. August veröffentlichen. Wieso? Darauf komme ich später noch zurück. Aber es hat was mit künftigen Let's Plays zu tun, oder beziehungsweise mit einem einzigen künftigen Let's Play. Und dafür brauche ich den zweiten Kanal noch. Gut, sonst der Hintergrund, wie immer eigentlich der Übergang von Grau zu Blau und Schwarz. Ich habe extra das Grau genommen, um einen besseren Übergang vom YouTube-Hintergrund allgemein zu bekommen. Und dann halt, ja, damit es nicht so trostlos aussieht, auch ein bisschen Blau und Schwarz rein. Klar, hätte auch Rot nehmen können, aber mein Gott. Ist halt meine persönliche Geschmacksrichtung, ja, vielleicht am Rot. Ich weiß nicht, es geht jetzt eigentlich mehr um diesen Hintergrund. Hier sieht man Calista und Seel aus The Last Story. Die werden dann vermutlich nächste Woche durch die beiden Hauptcharaktere aus Pandoras Tower ersetzt. Oh ja, darauf komme ich auch gleich noch zurück. Hier links sieht man sonst noch Videospiel- und Anime-Charaktere. Hier Link aus Skyward Sword, Sakura aus Naruto, Goku natürlich aus Dragon Ball, Ruffy aus One Piece, wieso erwähne ich das überhaupt? Glurak aus Pokémon, aus dem Grund, weil Glurak mein Lieblings-Pokémon ist, ja, immer noch. Ist schon seit der ersten Generation dabei. Und hier noch ein kleiner Test von mir, ob der Übergang, ja, ob auch das mit, oh verdammt, wie hieß jetzt das schon wieder? Ich habe den Begriff vergessen. Luminanz, genau. Im Photoshop gibt es das mit der Luminanz. Deshalb sieht es wirklich so aus, als wären Link und Zelda etwas verbleicht und es passt besser zum blau-grauen Hintergrund. Das ist hier gerade. Und hier noch den Übergang von der Wiese ins, ja, perfekt ist mir nicht gelungen, aber für den Anfang doch nicht so übel. So, jetzt zur Kernausgabe, meine Güte. Rechts seht ihr hier den Schriftzug aktuelle Let's Plays. Und hier stehen wirklich auch in Zukunft alle aktuellen Let's Plays. Ich denke mal künftig, ja vielleicht mache ich es auch mal beidseitig und so, mal sehen, es ist einfach mal momentan noch so. Hier mit Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Generations, Last Story, Dragon Ball, Zelda Ocarina of Time Master Quest. Hey, ich sage euch, dieses Logo, und das war ursprünglich auf einem weißen Hintergrund, hey, das herauszuschneiden im Photoshop, das war mühsam. Es gibt zwar eine ganz gute Technik, wie das wirklich zu 100% eigentlich gut klappt, aber es dauert einfach lange, das glaubt ihr mir nicht. Hey. Und dann noch Super Mario Galaxy 2, ach ja. Und damit kommen wir auch schon zur Zukunft meiner Let's Plays. Damit fangen wir gleich bei unten an, bei Super Mario Galaxy 2. Und zwar haben wir da erst bei Part 44, aber etwa 70 Sterne dürften wir haben. 77 sogar, wir können mal kurz reinschmökern. Oh Mann, ich habe immer noch den gleichen Spruch drauf. Ja. Ups, das ist sogar noch. Ups. Ja. Haben wir noch etwa 74 Sterne, schätze ich, weil ich habe nur. Uah, halt die Klappe! Ich habe nur noch einen Part auf Vorrat, Part 45, wo es ziemlich abgeht. Also da habe ich 4 Sterne gesammelt. Hey. Müsst auch mal reinziehen. Und ja, da stehe ich eigentlich kurz davor, zu Bowser Junior zu gehen. Also, es wird auch da noch einiges abgehen.
wenn wir schon dabei sind, das Let's Play wird wohl noch eine Weile dauern, weil ich es jetzt zu 100% abschließen will, sprich alle 242 Sterne, das weiß ich ja, auch wenn ich es blind spiele, ich weiß nicht, wie viele Sterne es gibt. Und in den nächsten Parts, denke ich, wird es einige Together-Szenen bzw. Folgen geben. Und zwar mit meinem guten Kumpel Lord Kai 1312. Schaut doch mal bei ihm vorbei, er macht das echt gut. Er ist auch ein Let's Player und ja, also ich muss sagen, er ist auch eher ein Schnellsprecher, so wie ich momentan, aber er macht es mit Witz und Fun und hat Spaß daran und also einen Blick reinzuwerfen lohnt es bei ihm immer. Gut, kommen wir schon, also ja, wie gesagt, Together Parts mit ihm gibt es bald. Weil er hat das Spiel ja auch schon durchgespielt, zwar nicht Let's Play, aber auch durchgespielt. Und er soll mir da bei einigen Kometensternen helfen. Soll heißen, er kommentiert und ich spiele. Weil ja, gleichzeitig kommentieren und spielen und vor allem bei den Schabernack-Kometen, Kometensternen, ihr wisst ja, das kann schon etwas dauern und fail sein. Und ja, bei mir ist sowieso eher permanent fail. Aber egal. Kommen wir zu Zelda Ocarina of Time Master Quest. Das Spiel, schätze ich, wird ungefähr mit Super Mario Galaxy 2 abgeschlossen sein, weil zu Zelda komme ich ja auch momentan eher selten, wegen anderen Let's Plays noch so. Und ja, es ist auch nicht mehr so aktuell und auch nicht so beliebt, obwohl ich muss sagen, Part 32, 517 Aufrufe. Wenn ich das noch mit meinen ersten Ocarina of Time Parts vergleiche, oh Mann, das sind Welten, das sage ich euch. Mindestens das 10-fache. Ja, natürlich wird es auch da in den nächsten Tagen eure Folgen und so geben, dazu auch gleich mehr, was ich sowieso in den nächsten Tagen geplant habe und so. Ja, ich schätze mal, wobei da kann ich auch mal gleich in der Zukunft erzählen, auch das Spiel will ich zu 100% abschließen. Soll heißen, die Herzteile und natürlich auch die meisten Skulpturas sammle ich erst am Schluss ein. Ja, um es auch generell etwas spannender zu gestalten, während des Let's Plays selbst. Und ich schätze mal, das Ganze dürfte, ja doch, ich vermute es mal, so Mai, Juni abgeschlossen sein, weil ich will alle Let's Plays, alle aktuellen und auch die nächsten Wochen starten, will ich bis zum 1-Jahres-Special, also bis zum 4. Juli, abgeschlossen haben. Auch dann wird ein neues Zelda-Spiel starten. Was es sein wird, das verrate ich noch nicht, aber ich kann euch garantieren, wenn euch meine Let's Plays zu Zelda Skyward Sword und Ocarina of Time Master Quest gefallen haben, dann wird euch auch das nächste Zelda garantiert gefallen, ohne Zweifel. Gut, gleich Schlag auf Schlag weiter. Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi befindet sich in der Zielgerade, soll heißen, die Produktion ist abgeschlossen. Ich habe alle Folgen aufgenommen. Das Problem ist nur, ich habe zu lange Folgen darunter, weil ich natürlich auch die aufgenommen habe, wo ich gegen alle Meister gekämpft habe und alle Trainingskämpfe gemacht habe und, um auch hier das Spiel zu 100% abzuschließen. Da muss ich noch überlegen, wie und vor allem wie oft ich das Ganze noch zurechtschneiden werde, weil jeden Meister einzeln zu zeigen und jeden Kampf davon, das wird einfach nur mühsam sein. Vor allem für euch auch, weil Folgen nach etwa, ich schätze mal 10 Parts werden nach etwa folgen, nur mit Kämpfen, die überhaupt nichts mit der Story zu tun haben, nur gegen Meister und so, und das würde ich gerne etwas abkürzen und euch nur die Highlights zeigen, wenn ihr mir das gestattet natürlich nur. Gut, wie gesagt, hier abgeschlossen, in den nächsten Tagen lade ich alle Parts hoch, muss noch schauen, wie ich das zurechtschneide, wie gesagt, wie gehabt, das wird schon. Last Story, da bin ich, das ist glaube ich das einzige Let's Play, wo ich viel voraufgenommen habe, sprich da bin ich etwa bei Part 33. Ja, etwa 8-9 Parts habe ich noch auf Reserve, weil ich ab der letztes Wochenende einfach mal richtig durchgesucht, weil es mir einfach so Spaß gemacht hat. Und auch da wird es noch richtig Fall machen, also auch da keine Sorge, das Let's Play geht weiter. Ultimate Ninja Storm Generations von Naruto, da habe ich momentan noch ein paar mehr auf Vorrat, aber auch das Spiel macht mir mega Fun und ich schätze mal, auch das wird in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Danach wird es vermutlich mit Ultimate Ninja Storm 1 und Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 weitergehen. Aber vermutlich nicht anschließen, weil wie gesagt, ich habe jetzt sowieso schon 5 Projekte am Laufen und nächste Woche kommt das 6. hinzu, und zwar Pandoras Tower, kann ich jetzt auch schon sagen. Ja, bis dahin sollte sowieso Ultimate Tenkaichi abgeschlossen haben, vorausgesetzt ich kann das mit dem Schneiden und so machen, wie ich mir das vorstelle. Aber sonst, ich muss da ein bisschen kürzer treten, ganz ehrlich, weil so viele Let's Plays parallel am Laufen zu haben,
ist mühsam. Vor allem, weil ich ja während der Woche morgens 12 Stunden lang unterwegs bin. Ich muss morgens um 6 Uhr aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Abends um 6 komme ich wieder nach Hause, dann noch Parts aufnehmen und am Wochenende muss ich eigentlich die meisten aufnehmen und dann noch bearbeiten, schneiden und so weiter und so fort. Das schlaucht. Gut. Kommen wir nun zur Chronik. Oh, na, zuerst noch hier oben kurz über Markes Let's Play Kanal. Hier seht ihr in der Regel einfach, was für die nächsten Tage geplant ist. Das muss ich auch noch aktualisieren. Kommt alles noch, genauso mit Facebook-Konto, auch das wird noch folgen. Hier kommt ihr direkt zum Kanalkommentaren, wie ihr das kennt, können wir mal kurz noch machen. Ups, natürlich macht er gleich ein zweites Fenster. Was, hast du schon den Drachen Dragon Ball Z? Oh Mann, wieso müsst ihr spoilern? Ja, das seht ihr in den letzten 2 Parts. Moment, das stimmt gar nicht. Oh, jetzt habe ich gespoilert, obwohl, wenn ich die Specials noch mache, naja, ihr seht sie dann. Was noch alles auf euch zukommt. Was war das? Ach so, das war der. Naja. Auch Hater muss es geben, was soll's. Dann weiß er zumindest, dass ich schon bekannt bin. Ich meine, wieso sollten Hater einen Unbekannten fertig machen? Gibt ja keinen Sinn. Gut. Hier, und das ist eines der wichtigsten Dinge, und darauf hätte ich eigentlich schon am Anfang des Videos hinweisen sollen, oh Mann, wieso mache ich solche Videos, ohne mich vorzubereiten? Was soll's? Die Chronik. Chronik bedeutet, hier findet ihr Infos über aktuelle Projekte, das sind mittlerweile 5 Stück. Nächste Woche kommt Pandoras Tower hinzu, das seht ihr hier bei vorerst geplante Projekte. Ja, vorerst, das heißt, es kann durchaus noch mehr geben, keine Sorge. Und hier noch beendete Projekte, da habe ich erst 3 Stück. Skyward Sword Blind, das war bisher mein längstes, mit über 90 Parts. Ja, wenn wir schon bei Zelda sind, auch da sind eigentlich alle Zelda-Spiele geplant, außer den Force Wars Teilen, die sind hier nicht aufgeführt. Und ich kann auch noch kurz einen Tipp geben, wegen dem Zelda-Spiel, das nach Ocarina of Time Master Quest folgen wird. Das Zelda-Spiel, das ich nach diesem spielen werde, das werde ich euch noch nicht verraten, aber ich gebe euch einen Hinweis. Und zwar ist das Zelda, das ich spielen werde, nicht in dieser Liste vorhanden. Aber es ist auch keines der Force Wars Teile. Jetzt dürft ihr raten, was ich zocken werde. Darauf kommt ihr nie, darauf gebe ich euch jetzt schon mal mein Wort. Also okay, nie, vielleicht übertrieben, was seid ihr mit Fangames vertraut und so? Naja, ist auch egal. Ich will nicht zu viele Hinweise geben. Gut, Xenoblade Chronicles ist ja auch eines der 3 großen letzten Action-Adventure-Spiele und Rollenspiele vor allem für die Wii. Das gehört hier in die gleiche Kategorie wie Pandora's Tower und The Last Story. Und ich habe schon von vielen gehört, dass Xenoblade Chronicles um einiges besser sein soll als The Last Story. Und ich denke mir, das wird noch richtig episch. Vielleicht beginnt das ja sogar am 4. Juli. Mal schauen. Dann Dragon Ball, das sind jetzt einfach mal die ersten 3 Spiele, die sicher geplant sind. Revenge of King Piccolo deshalb, weil das Spiel, es ist eher ein, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Ja doch, es ist eher ein Adventure-Spiel, ein Rollenspiel, nein, Rollenspiel eher weniger. Doch, ein RPG-Spiel. Ja, weiß ich gar nicht mal so gut. Nein, müssen wir mal nachlesen. Auf alle Fälle sicher ein Adventure-Spiel, sprich nicht mehr so ein Kampfspiel, wie auch in Infinite World und den anderen ganzen Dragon Ball Spielen, die ich bereits Let's Played habe. Ihr könnt es eher mit was kann man es vergleichen? Mensch, es gab doch ein Dragon Ball Spiel für den Game Boy Advance, wie hieß es das schon wieder? Advanced Adventures, glaube ich, irgendwie so. So in der Art ist es. Und ja, was auch noch kommen wird, sind dasselbe von Goku 1 und 2 von Game Boy Advance, auch Bruce Fury, und da gibt es noch Dragon Ball GT Transformation heißt das, glaube ich. Oder? Bin gar nicht mehr so sicher. Egal, die kann dann auch noch, irgendwann. Und ja, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi wird vermutlich vor Infinite World starten. Das deshalb, weil Infinite World hat zwar den besseren Story-Modus, wie ich finde, vor allem weil er ein bisschen abwechslungsreicher ist, aber Budokai Tenkaichi 3 hat, wie ich finde, von allen bisher erschienenen Dragon Ball Spielen, nein, keine Spielen, keine Sorge, nur Spiele, hat es am meisten Charaktere, und zwar aus Dragon Ball Z und Dragon Ball GT. Zieht euch das mal rein, hey. Und ja, und weil wir aus Ultimate Tenkaichi und auch aus Burst Limit ein bisschen enttäuscht waren mit der Charakteranzahl, denke ich mir, dürfte das echt was werden. Die Naruto-Spiel habe ich bereits angekündigt. Dann Super Mario Sunshine sicher auch noch, weil es mein Lieblings-3D-Mario-Spiel ist. Ja, ich muss zugeben, Super Mario Galaxy 2 ist mittlerweile auf Platz 2 noch.
vielleicht verdrängt er sogar noch Sunshine, mal schauen, aber es macht echt Fun. Aber trotzdem, das Sunshine, da hatte ich damals so einen Hype drauf wegen Super Mario 64, weil das war mein erstes Nintendo 64 Spiel. Da kann ich mir sogar deshalb so gut daran erinnern, weil mein Vater es auch gespielt hat. Oh ja, da gibt es eine witzige Geschichte dazu. Und vor allem der erste Stern, da könnt ihr sich alle erinnern, war eben Bob-Oms Bombenberg. Da musstet ihr doch König Bomb-Omb runterwerfen, beziehungsweise auf den Rücken werfen. Ja, und sowohl mein Vater als auch ich haben ihn dauernd über den Berg geworfen. Also sprich, den Hügel durchab. Ja, wieso auch nicht? Ich meine, das tut doch logischerweise mehr weh, als wenn wir ihn einfach nur vor uns auf den Boden knallen lassen. Aber nö, natürlich nicht, das ist ja unfair. Oh Mann, ich habe sicher eine Viertelstunde gebraucht, bis ich geschnallt habe, wie der richtig geht. Ich habe das ganze Plateau ausgenutzt, ihn überall runterfliegen lassen. Aber alles war vergeblich. Oh Mann, das war noch Zeiten. Und ja, dann von den Gamecube kam ja Luigi's Mansion und das hat mich ja auch ein bisschen gefesselt, obwohl ja, Luigi's Mansion darf ich ja nicht. Beim ersten Mal war ich ein bisschen frustriert, beim ersten Endboss, sprich da beim Babygeist, weil ich einfach nicht drauf gekommen bin, wie ich den erscheinen lasse. Das war übel. Trotzdem danach kam ja Super Mario Sunshine mit der Maschine vom gleichen Erfinder, wie auch in Luigi's Mansion. Und deshalb hatte ich so einen Hype auf das Spiel und es wurde einfach zu meinem Lieblingsspiel. Gut. Ich muss einfach ein bisschen beeilen. Hey, ich habe es ja schon 20 Minuten Park gemacht, ist ja übel. Ups, ich habe den Timer gar nicht gestartet. Wann bin ich ein Vollpfosten? Ja, weiter geht's. Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie Trilogie. Ich sage jetzt extra Trilogie und das ist die Nintendo Trilogie. Weil von Banjo-Kazooie Schraube locker, beziehungsweise Nuts and Bolts, wie man es auch aussprechen will, bin ich nicht gerade begeistert. Auch deshalb, weil ich keine Xbox habe und auch kein Xbox-Fan bin. Ich bin sowieso nicht so Microsoft-Fan. Ja, natürlich benutze ich Windows, aber muss ich halt wegen den ganzen Exe-Files und so. Mein Gott, wer benutzt heutzutage kein Windows? Muss man ja zwangsweise. Wegen der Support-Unterstützung. Gut. Weiter geht's zu Donkey Kong Country Returns. Auch das wird gezockt. Zwar nicht mehr blind, aber egal. Donkey Kong 64. Das müsste ich eigentlich blind schreiben. Ja, vielleicht später noch. Weil ich habe zwar damals als Kind mal Donkey Kong angespielt, aber also vielleicht mal 10 Bananen gesammelt oder so. Ich weiß auch nicht, ich habe damals noch so einen Hype gehabt von Super Mario 64 und Ocarina of Time, da bin ich gar nicht richtig zu Donkey Kong gekommen. Eigentlich schade, weil dafür ist echt lustig. Und dann die Pokémon-Spiele. Ja, bisher habe ich eigentlich relativ wenig Pokémon-Spiele gespielt, auch wenn ich eigentlich ein ziemlich großer Fan der Spiele bin und zumindest mal mich mit der ganzen Technik auskenne, natürlich auch mit dem Kampfsystem, sprich mit den Unterschieden zwischen den Generationen, auch den EVs und DVs. Ja, auch darauf habe ich mal trainiert und so, ich kenne mich da überall aus. Ich habe jetzt hier mal die Spezialeditionen genommen, vielleicht werde ich auch mal noch Pokémon Weiß 2 und Schwarz 2 Let's Playen, ich weiß es noch nicht, mal schauen. Vor allem auch wegen dem Emulator dann. Das schauen wir alles. Was garantiert kommen wird, ist Pokémon XD, der dunkle Sturm, weil das, finde ich, ist eines der genialsten, wenn nicht sogar das genialste, Pokémon-Spiel auf einer Konsole. Hey, da schlägt jetzt meiner Meinung nach jedes Spiel auf dem 64er und auch jedes Spiel auf der Wii, also auch, Battle Revolution sowieso, aber auch Poképark Wii und Wii 2 und hast du nicht gesehen? Nee, also XD, der dunkle Sturm, war für mich fast das perfekte Pokémon-Spiel für eine Konsole. Also das kommt garantiert. Ich sehe gerade, ich habe hier noch einiges vergessen mit den ersten Projekten. Na gut, das sehen wir danach. Metroid-Trilogie, also Metroid Prime-Trilogie, kommt irgendwann auch noch, genauso wie Metroid Other M. Ja, auch ich spiele Ego-Shooter, stell dir doch vor, oder zumindest, ja, also Other M ist nicht ein richtiger Ego-Shooter, aber egal. Wenn wir schon bei Ego-Shootern sind, was ich auch mal gerne Let's Playen würde, weil ich es seit der Kindheit nicht mehr gespielt habe, oder fast nicht mehr, und zwar ist das James Bond 007 GoldenEye für Nintendo 64. Hey, Leute, damals haben wir das zu viert gezockt, das glaubt ihr nicht. Hey, das haben wir richtig gesucht, das war übel. Und das wird auch gerne wieder mal Let's Play. Dann haben wir noch Anno 1404 Venedig. Ja, auch Anno habe ich im Programm. Wieso steht hier Pikmin nicht? Das ist ja auch ein Strategiespiel. Meine Fresse! Okay, gut, es könnte sein, dass ich zu wenig Zeichen hatte. Weil da hat YouTube ja auch einiges umgestellt, dass sie nicht mehr so viele Zeichen haben und das ist einfach nur scheiße, was das betrifft, aber egal. Ja, auch Strategiespiele werden folgen. Anno 1404. Weiß ich noch nicht, ob das als Let's Play folgen wird oder als Livestream.
wenn das Let's Play, könnte es ein Endlos-Let's Play, also Endlos-Projekt werden. Livestream wäre es dann mein erstes, weil ja, Minecraft kann man die Anfrage, aber ganz ehrlich, ich habe Minecraft noch nie gespielt. Und das deswegen, weil es für mich, ja eigentlich aus dem gleichen Grund wie auch WoW nicht, als einfach das Suchtgefahr zu groß ist und ich habe momentan keine Zeit dafür. Klingt ein bisschen billig, ich weiß, ich werde auch sicher irgendwann noch Minecraft spielen, weil ich meine, das Spiel selbst ist schon genial, das muss man ehrlich zugeben, vor allem weil die Grafik eigentlich noch primitiv ist und so, aber trotzdem es macht Fun. Aber ja, ich habe es noch nicht gespielt und Let's Playen und so und Livestreamen, ich meine, es machen so viel und es werden immer so viele schnell damit berühmt. Ich will einfach nicht, dass, ja, wie soll ich das sagen, das, ja, mir fällt gerade das Wort nicht ein, dass danach ja irgendwie das Gefühl aufkommt, dass ich damit nur berühmt werden will, versteht ihr? Ich will ein Spiel spielen, damit es mir auch Spaß macht, nicht nur weil es halt viele Klicks kriegt und so. Jetzt geht's wieder. Gut, Anno 1404, Let's Play, ja, eventuell, ich meine, ja, so endlos Let's Plays machen, das wäre eigentlich so ähnlich wie Minecraft oder die Sims zu Let's Playen. Und damit spreche ich vor allem Gronkh an. Oh ja, auf die Liste kann man später noch zurück. Habe ich Gronkh überhaupt irgendwo? Ja, hier unten. Wieso ist die Liste eigentlich so angeordnet? Ist der gar nicht mehr nach dem Alphabet? Ich dachte, ich hätte das mal so gehabt. Egal. Ja, und Gronkh macht das ja mit Minecraft, nach die Sims hat er das, also mit die Sims war ja mal ein Let's Play von ihm. Minecraft macht er noch und ja, er kann es einfach unterhaltsam rüberbringen, aber ich bezweifle, dass auch das bei Anno 1404 Venedig könnte, versteht ihr? Ja, vielleicht mache ich das mal ein Jahr-Special oder versuche es mal oder so, weil richtig Lust dazu hätte ich wirklich, das könnt ihr mir glauben, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich könnte es einfach nicht, ich wäre noch nicht gut genug dazu. Naja, mal schauen. Gut, wie bereits erwähnt, fehlt hier noch einiges, von wegen Pikmin und so. Aber egal, das schauen wir dann noch. Los, da habe ich drauf. Dann noch, kann ich gleich editieren, wenn wir schon dabei sind. Was jetzt? Bearbeiten, hier oben, ja, hier oben was. Meine Güte, man sieht es kaum. Vorerst geplante Projekte. Ich schaue doch gleich mal rein, seid ihr live dabei, hey? Oh. Falls noch irgendwelche Ruckler so bemerkt, tut mir leid, das ist mein Fehler. Und zwar habe ich Trottel, natürlich, das Mikrofon genommen, und zwar das auf dem Tisch steht. Das heißt, jeden Tastenschlag werdet ihr sofort merken und vermutlich gibt es auch noch Ruckler oder so. Ah, bin ich dämlich, na egal. Ja. Das nächste Projekt, das in 2 Wochen etwa starten wird, schätze ich mal. Und ich hoffe, ihr seid dabei und seid dafür. Und zwar ist das... Genau, zurück in die Zukunft. Das Spiel. Was mache ich hier? Das Spiel. Wenn schon, denn schon. Circa Ende April schätze ich, oder? Etwa da dürfte es rauskommen. Ja, wie gesagt, falls ihr Lust dazu habt, falls das Let's Playen soll, weil ich bin sowieso ein großer Fan dieser Trilogie. Okay, gut, das Spiel spielt im Prinzip als 4. Teil, aber egal. Ich bin ein großer Fan davon und wenn ihr es wollt, wenn ihr es auch von mir Let's Play sehen wollt, dann mache ich das gerne. Gut, dann gleich noch das nächste. Das wird etwa, wie gesagt, Ende August folgen. Ein Fragezeichen, das hatte ich schon mal drin. Ich kann das eigentlich reintun, oder? Ja, ich mach's mal so. Circa Ende August, wie gesagt, am 30. August ist dieses Spiel geplant. Und zwar ist es ein Pokémon-Spiel. Aber ihr werdet garantiert nie erraten, was es ist, weil es ist kein offizielles. Es ist auch kein Hack. Nein, es ist kein Hack, es ist ein Spiel. Oh mein Gott, da muss ich dann dazu noch ein Infovideo machen, weil ja, Hack und Spiel kann in diesem Zusammenhang leicht durcheinander bringen und die Entwickler sehen es nicht gerne, wenn man ihr Spiel als Hack bezeichnet, wenn es ja gar keines ist. Mehr dazu dann, wenn es soweit ist. Ja, soweit habe ich alles. Das wäre aktualisiert. Natürlich! Vollpfosten, gut. Was hätten wir hier? Die Chronik, könnt ihr immer nachsehen, ob es gerade aktuelles gibt, Neues. Sonst noch was geplant. Gut, ich hätte das Pikmin noch reintun können, aber ich glaube, das wird dann zu kurz werden. Egal, ihr seht es dann noch, was noch folgen wird. Wenn ihr Vorschläge habt zu Spielen, die ich Let's Playen soll, dann bitte, postet mir das in den Kanalkommentaren. Vielleicht ein bisschen unpraktisch, die könnt ihr dann mit der Zeit mal leicht übersehen, wenn dann mal so viele Kanalkommentare folgen, dass ich den Tag gar nicht mehr richtig durchlesen kann, aber sonst gibt es eben noch den Posteingang und ich habe eine neue Nachricht, ist doch schön.
gibt es sonst noch? Angesagte Let's Plays. Ja genau, meine Liste hier. Ja, habe ich jetzt wieder. Ja. Sehr schnell. Kann ich da rausklicken? Ja, geht doch weniger. Dankeschön. Hier, die Liste mit anderen YouTubern mit Spaß und guten Ideen. Ich habe die irgendwie seltsam sortiert. What the hell? Muss man ein bisschen anders anordnen, geht ja mal gar nicht. Eigentlich wollte ich die mal ursprünglich nach dem Alphabet haben, oder? Na egal. Hier seht ihr zumindest YouTuber, die ich mal reingepackt habe, weil ich finde, sie sind mit viel Spaß, wie es hier auch steht. Ich lese nur vor heute, meine Güte. Mit Spaß und guten Ideen sind die unterwegs und so gestalten sie auch ihre Videos und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal reinschauen könnt, vielleicht mal ein Abo hinterlässt oder auch eine Nachricht. Darüber freuen sie sich sicher auch schon. Der Kai kennt ja Gronk, schätze ich mal sowieso, das ist eine lebende Legende. Golden Boy Marcosi, was mache ich hier? Wo tue ich den besten hin? Ja, also irgendwie ist man sowieso immer mit der Arschkarte, wenn man irgendwie zu unterst ist, oder? Na egal. Was Golden Boy Marcose betrifft, das ist auch ein guter Kumpel von mir, der ja auch ein Let's Play zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations macht. Also, und er ist sowieso auch generell Naruto-Fan, er spielt auch die anderen beiden, beziehungsweise Let's Playt auch die beiden anderen steht's überhaupt? Ultimate Ninja Storm Spiele. Und ja, falls ihr Naruto-Fan seid, schaut doch mal bei ihm vorbei. Auch er ist sehr gut bewandert darin, wie es mit der Naruto-Story allgemein aussieht und so, auch mit dem Anime, dem Manga und so weiter und so fort. Die anderen hier sind auch Let's Player, sonst bekannte YouTuber. Ja, ich habe ja auch schon Anfang bekommen, was man dafür machen muss, wenn man in diese Liste kommt. Mein Gott, also... Oh je, das ist halt ein bisschen das Problem, wenn ich einen YouTuber reinpacken würde, der mit Spaß und guten Ideen unterwegs ist. Ja, damit hätten locker mal 10.000 YouTuber hier drin, weil es gibt so viele und ganz ehrlich Leute, ihr könnt eigentlich nicht groß was machen. Klar, ihr könnt einfach auf euch aufmerksam machen, aber ob ich euch dann auch in die Liste aufnehme, eher fraglich. In letzter Zeit nehme ich eigentlich keine YouTuber mehr auf. Ich denke mal, das ändert sich in nächster Zeit noch, die ich drin habe, ja schon länger drin. Die zum Beispiel kann ich schon seit PureGB, kann ich schon lange, mit der war ich mal am Kidzone Forum unterwegs und habe RPGs geschrieben und so, war auch ganz cool. Und ja, sonst bin ich noch, ja. Also gibt es eigentlich nichts zu sagen, also ihr müsst sicher nicht enttäuscht sein, wenn ihr nicht in die Liste kommt, also das garantiert nicht. Also es hat nichts mit euch zu tun, bitte denkt das nicht. Ist das gut so? Gut. Ich will niemanden beleidigen, ups. Falsches Video, nein. Danke. Ja, soweit mal zu meinem, wie ich finde, eher langweiligen, unkoordinierten und einfach nur beschissenen ersten Teil des 1000 Abonnenten Specials. Im nächsten Teil geht's hoffentlich spannender weiter, denn... Oh, verdammt! Ich habe immer viel zu lang gemacht, egal. Ja, im zweiten Teil werde ich euch, das habt ihr auch schon lange mal gefordert und mal gewünscht, ich sag's eher mal gewünscht, dass ich euch zeige, wie ich überhaupt aufnehme. Sprich, die ganze Software und Hardware zeige und das werde ich euch im zweiten Teil präsentieren. Das dürfte zwar etwas dauern, bis ich das habe, aber ja, das wird schon. Und zwar habe ich eigentlich nächste Woche ein bisschen Zeit dafür, denn ich habe jetzt Osterferien. Yeah! Genau, von heute an, sprich Donnerstag, Gründonnerstag, wie auch immer der genannt wird, bis Sonntag, dem 15., oder? 15. April, ja, bis zum 15. Danach, am 16. habe ich ein Praktikum Praktikum. Meine Güte. Wieder mal mein schweizerdeutscher Akzent, der da ein bisschen durchschlägt. Außerdem bin ich langsam heißer, meine Güte. Ab dem 16. April habe ich ein Praktikum zu absolvieren. Ja, also Videos werden trotzdem täglich 1 bis 2 Parts kommen, aber nur damit ihr Bescheid wisst, weil es mal nicht mehr so schnell antworten und so, weil Real Life geht ja trotzdem vor. Aber trotz allem versuche ich natürlich auf euch Rücksicht zu nehmen. Ja, aufmerksam natürlich auch. Dass ich euch aufmerksam zuhöre, mitlese, wie auch immer. Ja, und dann dauert es ja nicht mehr lange bis zum 4. Juli. Dann sind es schon bald Sommerferien und dann geht es erst richtig ab. Hey. Das könnt ihr mir glauben. Ja, und sonst habe ich noch was vergessen oder so. Ja, wie gesagt, nächste Woche Ferien. Das heißt, es wird, oh ja, das Osterspecial könnte man ankündigen. Wobei, Osterspecial stimmt so nicht ganz. Ich werde sicher jetzt am Karfreitag, also für den Karfreitag und natürlich auch am Karfreitag, ist schon morgen, meine Güte,
werde ich noch einiges an Parts aufnehmen, denke vor allem PS3-mäßig, also Naruto halt mit Naruto Shippuden, halt mit Ninja Storm Generations. Meine Güte, wieso müssen die Titel immer so lang machen? Ja, das ist auch der Grund, wieso die Titelbeschreibung hier in der Beschreibung drin ist, weil hier passt er gar nicht mehr rein. Da ich ja kein YouTube-Partner bin, darf ich nicht so lange Titel machen. Obwohl ich mich echt frage, ob YouTube-Partner echt so lange Titelbeschreibungen machen dürfen. Weil sie sind zwar einfach länger, aber ob die das wirklich dürfen oder ob einfach irgendwie der Playlist-Name vorne rangehängt wird und sie das gar nicht beeinflussen können, das weiß ich nicht mal. Müsste ich mal Marco fragen. Hat das geändert oder was? TGN, das sehe ich jetzt erst, TGNX, egal. Ja, er ist auch Partner bei TGN, auch ein tolles Netzwerk und so. Wollte nur mal so kurz gesagt haben. Ja, wie gesagt, der Dragon Ball Z wird nächste Woche beendet, habe ich auch einiges an Zeit, das zu machen. Pandoras Tower nehme ich noch auf und so weiter und so fort. Ja, Sonntag und Montag, also die Ostertage, werden sicher von allen 5 Let's Plays werden Parts folgen. Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Und jetzt meine Frage an euch. Und ich hoffe mal, ihr habt wirklich bis zum Schluss mitgehalten, durchgehalten und seid eben noch mit dabei. Und vor allem habt noch ein offenes Ohr offen für mich. Moment. Ein offenes Ohr offen für mich. Facepalm. Meine Güte. Ja, das ist halt, wenn man nicht direkt vom Blatt abliest, sondern alles frei interpretiert. Oh mein Gott, ey. Ja, bitte schreibt mir in den Kommentaren in diesem Part, ich sage schon Part, man natürlich in diesem Video, ja, ihr merkt schon, ich bin langsam durch, bin langsam, ja, müde, reifes Bett, alles mögliche, war wieder mal ein langer Tag, egal. Ich werde zumindest noch diese Aufnahme hier beenden und relativ flüssig, wenn es geht. Bitte schreibt mir, von welchem Let's Play ihr am meisten Parts sehen wollt. Ihr könnt natürlich auch alle 5 Let's Plays aufschreiben, meine Güte. Und auch für den unwahrscheinlichen Fall, dass alle 5 aktuell laufenden Let's Plays gleich viel Stimmen erhalten sollten. Sprich, alle haben irgendwie 10 Stimmen mal angenommen. Dann werde ich halt am Sonntag, am Montag oder vielleicht auch am Sonntag 5 Parts rausbringen. Zwar von jedem Let's Play 1. Meine Güte, ich meine, wenn ich etwas verspreche, halte ich es auch. Also seid offen, sagt mir, welche Let's Plays wollt ihr. Ihr könnt auch eine Reihenfolge natürlich machen, sprich, erstens wollt ihr Naruto haben, zweitens dann vielleicht Zelda, drittens eher The Last Story, viertens Dragon Ball, weil euch das Kampfsystem sowieso auf die Nerven geht, wie mir auch. Fünftens Super Mario, weil ich da sowieso nie vorwärts komme. Schreibt es euch einfach, wie es euch gefällt. Und dann mache ich das. Wie gesagt, vor allem Sonntag, Montag werden viele Parts kommen. Je nachdem, wie ihr natürlich abstimmt. Wenn ihr sagt, nein, wir wollen nur Naruto und The Last Story zum Beispiel haben, dann kommen die anderen Parts, die anderen Let's Plays auch nicht zum Zuge. Dann hat er für sonst die Woche drauf. Aber, wie auch schon erwähnt, und meine Güte, ich wiederhole mich heute schon zum 10. Mal, ist nicht zu fassen. Alle laufenden Let's Plays kommen diese Woche mindestens einmal, ich würde sogar behaupten 2-mal zum Zuge. Das ist ein Versprechen von mir an euch. Das könnt ihr in Stein meißeln, ohne Witz. Und wenn ich es nicht einhalten sollte, dann könnt ihr mir den Felsblock, egal wie groß es sein sollte, an den Kopf werfen, auch wenn es ein One-Hit-Kill sein sollte. Ups, da komme ich schon zu Yu-Gi-Oh! Ist mir egal. Ich halte, was ich verspreche, und nicht ich verspreche, was ich halte. Wäre ein bisschen seltsam, was? Ja, so ein Let's Plays, ganz vergessen. Natürlich gibt es auch noch Yu-Gi-Oh! Let's Plays, und auch darin bin ich sehr bewandert. Das werde ich noch kurz erzählen. Ich war bei Yu-Gi-Oh! Online, vor allem Online 2, war ich noch sehr aktiv, jetzt bei Online 3 nicht mehr so. Und ich war sogar mal bei Online 2, das war in der Anfangsphase, wo ich eben noch aktiv war ich sogar in der Top 10 List der besten Schweizer Spiele auf der Homepage, die da ja registriert waren. Das muss man sich im Spiel automatisch registrieren lassen und auf der Homepage sah man dann die besten Liste. Und da war ich zeitweise wirklich in den Top 10. Also von Yu-Gi-Oh! Weiß ich schon einiges. Auch wenn ich es nicht so explizit erwähne, genauso mit Pokémon und so, das ist halt bisher nicht zum Zuge gekommen. Aber ich meine, ich kann nicht alle Spiele Let's Playen, das wäre übel. Dann würde vielleicht einmal im Monat ein Part erscheinen und ja, das würde wohl keinem gefallen. Gut, das war jetzt aber endgültig, ihr seid erlöst. Im nächsten Special, also im nächsten Teil des 1000 Abonnenten Special natürlich, dann die Aufnahmetechnik. Ich schätze mal, das werde ich auch in 2 Teile teilen. Sprich im ersten Teil die ganze Hardware, wie ich halt aufnehme mit den ganzen Switchboxen und was habe ich hier noch alles mit den HDMI-Kabeln, Komponentkabeln.
Dann habe ich noch einen Komponentenverteiler und alles mögliche und die TV-Karte und so weiter und so fort. Das werde ich euch auch noch grafisch aufzeigen, damit ihr euch ein besseres Bild davon machen könnt. Und dann im zweiten Teil dann auch die Softwareauflistung, wie ich es verwende. Dann zeige ich es euch auch kurz, wie ich das kurz mache. Mittlerweile vor allem mit, wie heißt das Tool? TMP Genk. Jetzt wird ein bisschen mehr, als ich es zeigen wollte. Egal, TMP Genk werde ich noch, benutze ich oft. Sony Vegas auch. Und ja, vor allem diese Tools brauche ich zur Aufnahme. Fraps natürlich auch. Die beiden, Amorec und Evermedia, sind für die Darstellung. Dazu dann im nächsten und übernächsten Video mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Beziehungsweise, ihr hört mich das nächste Mal. Und ich hoffe, ich lese viele von euren Kommentaren. Also, bis zum nächsten Mal, Leute, Freunde, wie auch immer. Treue Abonnenten, Zuschauer, vielen Dank nochmal für über 1000 Abonnenten. Ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.